Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Subnautica. Ich habe das Spiel schon länger mal Let's Playen und ich habe gedacht, jetzt wenn ich wieder anfange Let's Playen, wäre das genau der richtige Einstieg. So ein gechilltes, meistens jedenfalls gechilltes Let's Play, wo einfach so, ja, so wirklich, eigentlich wie Minecraft, aber in Unterwasser. Also so dauerhaft unter Wasser. Aber ja, wir machen mal ein neues Spiel. Im Überlebensmodus. Ich meine, ich könnte freies Spiel machen, ohne Hunger und Durst, aber das wäre ja langweilig, oder? Und ja, gut. Hardcore gäbe es auch noch, aber das ist mir zu hardcore. Für die das Spiel nicht kennen, wird es jetzt wahrscheinlich eine kleine Einführung geben. Also, nicht wahrscheinlich, es gibt eine kleine Einführung. Wir sind auf dem Schiff. Ja, sehr ungemütlich. Das Ding ist, glaube ich, immer noch in Early Access. Ich glaube, Beta? Ich glaube, das hat man vorne irgendwo gesehen. Ich glaube, es ist mittlerweile in der Beta. Ich könnte mich auch täuschen. Aber, ja. Es sieht verdammt gut aus. Und sie machen dauernd Updates. Und ich habe letztens wieder eine Meldung bekommen, ja, Update für Subnautica. Und ich so, boah, geil! Schon wieder neues Zeug. Also der E-Mail-Newsletter haben sie mir geschickt, so, das ist neu, das ist neu. Und ich so, boah, geil, muss ich wieder mal spielen. Du willst doch Let's Plays machen? Ja, dann mach's mal. Aber die Ladezeiten sind verdammt lang. 2,98%. 3%. Ich glaube, ich schneide das raus. Wir sehen uns wieder, wenn das Ding geladen hat. So, es sieht aus, als hätte es geladen. Press any button to continue. Machen wir doch gerade. Unknownworlds Entertainment. Present here. Present here. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh oh. Ich fühle mich sehr unwohl. Bye bye Schiff. Wow. Boom. Boom Schakalaka würde ich sagen. Das sollte... Autsch! Das sollte nicht von der Wand abkriegen. Au. Oh. Das ist ein schlechter Zeitpunkt zu hoffen. Okay, wir haben das Feuer. Wir haben einen Feuerlöscher. Kann ich meine Maus bewegen? Dankeschön. Punk. Wie tue ich rechte Maustaste? Steh ab, Feuer! Steh ab! Okay. Wir haben das Feuer bekämpft. Notfallmodus. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Attention, detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Dankeschön. Zeit. T plus 3 Stunden sieht Aufschlag auf der Blende-Oberfläche. Hülle von der Fluchtkapsel sicher. Kommunikation offline. Gut. Wir werden einfach ein Spiel hineingeworfen. Links unten sehen noch unsere Stats. Wir sind schon ziemlich hungrig. Nicht mehr ganz. Und ein bisschen Durst haben wir auch. Zum Glück haben wir Luft. Das ist das Inventar. Mit Tab können wir es öffnen. Da haben wir alles, was wir bauen können. Baupläne und so Stuff. Es gibt einen Haufen Zeug. Und das ist noch nicht alles. Man kann noch mehr scannen. Dann das Inventar. Wir haben einen Feuerlöscher. Wow. Sprachaufnahme. Können wir uns nachher nochmal anschauen. Galerie, wo ich Screenshots machen kann. Und eine Datenbank. Was? Ups. Tab, nicht Escape. Gut. Was haben wir denn da? Wir haben 3 Energiezellen, die sich selber aufladen, was sehr geil ist. Das heißt, wir haben vorläufig mal unendlich Energie da. Dann, Warnung. Fehler in den Rettungskapselsystemen festgestellt. Testerschaltkreise fehlgeschlagen.
Sekundärsysteme offline. Auftriebskörper entfaltet. Höhlenintegrität okay. Für das brauchen wir ein Schweißgerät, um das Ding zu reparieren. Da haben wir noch etwas drin. Eine Leuchtfackel. Ich meine, wieso nicht? Ein bisschen Wasser und was zu essen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir das mal. Da haben wir das Kommunikationsrelay. Für das brauchen wir auch ein Schweißgerät, wie es aussieht. Und der Fabrikator, da können wir Sachen machen. Wir haben noch überhaupt kein Material. Ich meine, wir können es ja mal öffnen. Und wenn ihr wisst, wie ich das Ding öffne. Also theoretisch könnte man da Medipacks rausholen. Das ist ja fast mal gewesen. Naja. Gut, und da haben wir halt diverse Sachen. So, bitteschön. Wir können Bojen machen und Schwerkraftsphären und so Zeug. Und Ressourcen, also weiterverarbeiten, zu essen und so, Ausrüstung. Das können wir aber alles noch nicht machen. Wir gehen jetzt erst mal rauf und schauen uns. Sieht richtig geil aus. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Ist schön. Vielen Dank. Wie es aussieht, dann haben wir noch irgendwas aus dem Wasser ragt. Das können wir uns noch nicht anschauen. Also wie ihr seht, wir sind im Wasser. Es ist nicht nur so Subnautica. Das ist ein Planet, der praktisch nur aus Wasser besteht. Wir sind mit dem Schiff abgestürzt. Und was piepst da so? Komisch. Und sollte das Ding da explodieren, beziehungsweise ja, ein bisschen leck schlagen, sterben wir wahrscheinlich an Strahlenkrankheit oder was auch immer, Strahlung. Kannst du irgendwie da reingehen? Dankeschön. So. Wie ihr seht, sind wir unter Wasser. Und das Spiel ist einfach, ich finde es so geil. Wir müssen uns jetzt nämlich zuerst mal um Essen kümmern. Wow. Was ist das gewesen? Und zwar indem wir Fischli fangen. Zerbricht den Kalkstein. Und zu das können wir auch so Blei offenbar, links aber gesehen oder das? Und Titan. Und ja, wir haben leider nicht unendlich Luft. Aber wir können jetzt da mal ein bisschen umschauen. Was haben wir denn da? Da haben wir noch Absturzmaterial, so Metallschrott. Wie ihr seht, dort ist unser Inventar quasi so. Ja, wie der alte RPGs. Du hast ja quasi, jedes Item hat eine Größe und du kannst so viel Zeug mitnehmen, bis das Zeug voll ist. Also, ja. Wir schnappen uns jetzt da mal ein paar von diesen Fischen. Die sind normalerweise relativ schnell, aber da mal irgendwie nicht so. Und ein paar von denen, die brauchen wir nämlich für Batterien. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und ja, man kann das Zeug auch selber abpflanzen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch nicht so bald. Kannst du? Komm mal. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with chemical degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 kilometer safety range. New creature discovered. Also 1 Kilometer Safety Range wird wahrscheinlich nicht so easy sein. Ich meine, theoretisch sind wir da vielleicht schon 1 Kilometer entfernt. Aber ja. Genau, noch so administrativ quasi. Das Let's Play wird wahrscheinlich so durchgehend sein. Das heißt, ich werde nicht bei jeder Folge Hallo und Tschüss sagen. Falls ihr das gut findet oder nicht gut findet, schreibt es in die Kommentare. Für mich ist es halt einfacher, weil dann muss ich nicht auf die Tour schauen und ich bin einfach im Flow und so. Andere Leute, die Let's Plays machen, kennen das sicher. Aber ja, wenn es euch anders lieber ist, dass ich jedes Mal Hallo und Ciao sagen, dann ja,
Ah, da. Dankeschön. Dann sagen wir das. Dann mache ich das. Gut, also wir haben jetzt da unten haben wir Zeug in unserem Inventar. Ich weiß gar nicht, wie man... Ich habe gerade was gegessen und getrunken. Okay. Also, getrunken und nicht gegessen. Okay, wir haben Metallschrott, wir haben Kupfererz, Blei, Titan, Füllerscher, Fackel, Glubscher, Bumerang und Garyfish. Die sind lustig. Und wir haben einen Erste-Hilfe-Set. Das benutzen wir auch mal. Die kann man alle zu Essen verwandeln. Oh Gott, immer die Escape-Taste. Und zwar da, Ernährung. Wir können Wasser machen, kochte Nahrung und pökelte Nahrung. Für pökelte Nahrung. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T-minus 10. Das schauen wir uns jetzt an. 8, 7, Oh oh. 6, 5, 4, 3, 2. Wow. Ich soll vielleicht da reingehen. Also ich meine, maybe. Okay. Es scheint als... Danke für den Hinweis, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und der Mond sieht so geil aus. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Okay, das Viech ist jetzt komplett explodiert. Also was auch immer da innen noch gelebt hat, lebt jetzt nicht mehr. Und ich finde, das Spiel sieht so geil aus. Es ist zu hart. Es ist einfach so... Wow. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich erst jetzt anfange, Let's Plays machen. Ich habe eine neue PC. Eine richtig geile. Und das heißt, ich kann alles in höchster Auflösung spielen. Auch das Spiel. Oh, das ist einfach so geil. Gut. Wir schauen mal. Wir brauchen das Schweißgerät, um das Zeug dort hinten und irgendwo da noch zu reparieren. Ist das Werkzeug? Wieso gehst du langsam nach rechts? Er bewegt sich langsam nach rechts. Laserschneider, Konstruktionswerkzeug, Leuchtfackel, Schweißgerät, da. Wir brauchen Magnesium, Kracherfischpulver, oh nein. Und Titan. Ich weiß gar nicht mehr, woher dass man Magnesium bekommt. Aber ich weiß, dass Kracherfischpulver scheiße ist. Zu bekommen, also. Ja gut. Also wie es aussieht, sind wir noch nicht in Lebensgefahr von wegen Strahlung. Und das ist noch seichtes Gewässer, das heißt, wir sind auch in der Nacht einigermaßen sicher, weil es was so Zeug anbelangt. Ich hoffe jetzt mal, dass man jetzt nicht gerade so ein riesiges Viech, das uns Happa macht. Aber nein, Fischi. Essen für uns. Was haben wir da? Da haben wir Glas, also eigentlich Quarz. Das kann man dann zu Glas umwandeln. Hat es gerade geruckelt? Das finde ich voll nicht geil. Was haben wir da? Textur, okay. Koralle, Nestle, Säurepilz. Das Viech da. Oh oh, nein, wir wollen nicht dort runter. Dort unten hat es Raubtiere. Die sind böse. Böse. Okay. Wir tun noch ein bisschen Quarz sammeln. Weil, wieso nicht? Und das ist... Ich kann nicht, was das ist. Merkwürdig ist das. Vorne haben wir was von Kracher gehört. Die Kracher... Ich glaube, es sind Kracher gewesen, oder? Auf Englisch ist es Crusher, glaube ich. Das sind so Viecher, die explodieren. Also, sie sehen dich, sie fliegen zu dir an und sie explodieren. Und wir haben keinen Sauerstoff mehr. Okay. Und wir haben einen Blasenfisch. Nice. Und... Okay, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen fixen. Es sieht voll dämlich aus, wenn ich so an der Oberfläche blobbe. Der Fisch da, der gibt uns Wasser. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ich bin jetzt so ein bisschen am das Ökosystem zerstören. Aber wir können es wieder populieren. Repopulate. Ich weiß nicht. Repopulieren. Ich glaube nicht, dass das stimmt.
Aber ich meine, wer weiß.